So, Freunde. Intro-Time. Bitte sagt mir Bescheid, ob der Ton passt. Yamar, Prestar ein. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Jetzt sagt mir doch wieder Vieles, nichts. was einst war, ist verloren. Da niemand mehr lebt, der sich erinnert. Jetzt. Sie ist schon Mord. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. 3 wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. 7 den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und 9 Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen, denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. In diesen Ring floss seine Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Ein Ring, sie zu knechten. Der Reihe nach gerieten die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Das war doof, das war doof. Können wir mir mal eins festhalten? Warum haben Spiele damals so unfassbar gut gemacht worden? Mit Filmsequenzen, gut, Filmsequenzen jetzt mal außen vor. Aber warum kann man heutzutage nicht hergehen und sagen, man macht, wenn man jetzt irgendein Spiel macht, auf einem Film basieren? Warum ist es fucking nicht möglich, dass man einfach dann die Original-Synchronsprecher an den Mann zieht? Ne? Warum ist das früher gegangen? Warum geht das heute nicht mehr? Filmmusik müsste doch ohne Probleme möglich sein. Ich meine, wenn man jetzt das Filmmaterial nimmt, okay, verstehe ich, ne? Aber das ist doch damals auch gegangen. Warum geht das heute nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Filmverspielung sprechen. Filmverspielung. Okay, einfache Antwort, weil damals die meisten davon noch leben und es noch nicht so viele komplizierte Verträge gab etc. Ja, die scheiß Bürokratie, weil das ist furchtbar. So, okay, wir haben jetzt in 2 Türme im Prolog in Mordor. Sprenge zu deiner Antwort, jetzt haben wir in Mordor. Ja, zwar eigentlich noch nicht wirklich, aber eigentlich auch wieder schon. Das Spiel ist ganz anders als wie der erste Teil. Werdet jetzt gleich feststellen, weil es halt allen den Kragen nicht vollkriegen an Lizenzkosten für Schauspieler, Stimmen etc. Ja, richtig. So, wie kommt man jetzt da zurück? So, Herr der Ringe ist quasi ab dem 2. Teil ein Hack and Slay. So. Ja gut, ich muss mir jetzt wieder umgewohnen, weil da ist jetzt nämlich nicht Viereck-Angriff, sondern auf X. Da hat es auch einen Anstoß gegeben, okay. Passt der Ton, Freunde der Sonne. Aber genau, Schildträger muss man... Ja, richtig.
Bin schon dabei. Boah, ja stimmt, da hat es ja Fähigkeiten gegeben. Da. Das sind aber ganz schön viele Schildträger, Leute. Leck mich am Arsch. Passt, sehr gut. Achso, die sterben da alle, okay. Jetzt muss ich mir heute Abend unbedingt Herr der Ringe anschauen. Fix nochmal. Jetzt habe ich richtig Bock auf Herr der Ringe. Jetzt will ich die Filmmusik her. Der Schicksalsberg hilft mir jetzt eigentlich mehr als einem Schott, aber gut. Kämpfen wir da jetzt nur auf der Plattform dann wahrscheinlich, oder? Ja, scheinbar, okay. Oh, der Sauron-Sepp. Weiß ich gar nicht mehr, kämpfen wir gegen den? Nein, tatsächlich nicht. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Merci dir. Einen guten Appetit, falls wir uns nicht mehr hören, dir natürlich auch schönes Wochenende. Der freien Völker Mittelerdes war besiegt. Der Ring ging an Isildur, der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Vernichte ihn! Nein. Ich bin Isildurs Erbe, nicht Isildur selbst. Ich habe mein eigenes Schicksal. Nach Helms Klamm! Brego, los! Das war jetzt natürlich das Einführungslevel, ne? So, Bewertung gut. Das ist immer so, nachdem du ein Level abgeschlossen hast, kriegst du quasi Erfahrung und mit der Erfahrung kannst du dann Fähigkeiten freischalten. Zorgen aber dann, wenn es weit ist. Ein Isildur, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, einen zweiten Teil habe ich nie durchgespielt damals. Ich bin da damals an einem Level in Helms Klamm immer gescheitert und ich weiß damals auch nicht mehr warum. Ich war da einfach noch zu klar und zu dumm wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob wir es jetzt in 2023 dann schaffen, durchzuspielen. Schauen wir mal. Aber ich erkläre nach und nach, was da auf sich hat. So, Spiel 1. Also wir haben auch da keine Autospeicherfunktion. Ja? Ist hoffentlich auch klar. So. Parieren mit Viereck. Ah, der gute PlayStation 2 Controller. Wer kennt ihn noch? Ganz Isengard ist verlassen. Diese Armee hat nur ein Ziel. Die Welt der Menschen zu vernichten. Der dunkle Herrscher naht. Ringgeister! Zurück! Zurück, elende Bestie! Sie suchen den Ringträger. Bleib bei mir. Okay, das ist jetzt auch ein Tutorial-Level, I guess.
Ja, das ist ein Tutorial-Level, okay. Haben wir im ersten Teil ja gespielt. Aber müsste man da eigentlich nicht mit der Fackel angreifen? Ah, da kann man treten. Ah, treten kann man auch, okay. Ja, ich muss die Steuerung erst wieder lernen. Okay, der blockt halt auch einfach alles ab. Jetzt Moment einmal. Okay. Das ist der Gnadenstoß. Gut, einen Pfeilbogen haben wir da noch nicht. Aua. Was genauso immer mir jetzt da eigentlich da ist, die Frage. Ah! Ah! Ja, okay. Max totally... Okay, jetzt habe ich es verstanden. I see. Na, School sagt 10 an den Sonntag. Macht absolut Sinn. Ein Kuden brennt gut. Was? Hilfe! Die sind überall! Advent, der Nasskuhl brennt. Ja. Oh, Bocklaus. No! Hey, Bier schon da! So, mehr Feuer, mehr gut. Und die Fackel hält aber nicht lang. Au. Ich sterbe. Ja, wir sollten halt vielleicht da aufschauen, dass der Frodo nicht verreckt jetzt da. Da ist der. Ja, okay. Ja, die sind jetzt so die ersten 2, 3 Level, wo die Steuerung ein wenig erklärt wird. Wir brauchen vielleicht einen Speicherkommand für die, außer du möchtest. Von Rivendell bewies Haben der wir- kleinste und Haben wir größte letztes Mal schon überlegt, Wifi. Ich nehme den Ring. Dies war der Tag, an dem alles begann. Ich bringe den Ring nach Mordor. Obwohl ich den Weg nicht weiß. Ich werde dir helfen, diese Bürde zu tragen, Frodo Beutlin. Solange sie dir auferlegt sein mag. Du bestimmst unser aller Schicksal, kleiner Mann. Sollte ich dich durch mein Leben oder meinen Tod schützen können? Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Was macht Dumbledore hier doch, der Harry Potter? Harry Potter spielen wir auch noch. Ja, die klassischen Teile. Aber ich habe schon festgestellt, dass ihr Bock auf die klassischen Harry Potter Spiele habt. Ich bin eigentlich nur wegen Herr der Ringe draufgekommen, weil ihr habt jetzt den ersten Teil so abgefeiert. Und ich gehe jetzt aber davon aus, dass den zweiten und den dritten Teil auch abfeiern werdet. Und dann haben wir gedacht, es gibt da noch Harry Potter Spiele, die wo auf ähnlichen Level sind. Frodo, vielleicht, so schaut's mir alle so an, habe ich was falsch gesagt. Quasi.
Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr ganz genau, wie viele Spielstunden das die 2 Türme hat. So, das ist jetzt das, ja, das Hub im Endeffekt, wo du immer noch ein Level erreichst. Du hast da quasi, ja, deine Erfahrungspunkte, ne? Die, wo du erreichst. Wir haben jetzt auf Level 2, das geht rauf bis Level 8. Und dann kannst du halt mit deinen Erfahrungspunkte kannst du halt quasi Fähigkeiten kaufen. So. Jetzt bin ich mir halt nicht sicher. Was haben wir jetzt da? Schnelle Attacke. Mit diesem Angriff kannst du einen ungepanzerten Gegner zu Boden werfen. Das ist mit X-Kreis. Konterangriff. Mit diesem spektakulären Angriff kannst du deine Gegner überraschen. Okay. Isildurs Zorn. Der ist cool. Den nehmen wir. So, dann kannst du das kaufen. Verbessert dauerhaft deine Gesundheit. Verdammt, da hätte man vielleicht vorher lesen sollen. So, und das Waldorf einen verheerenden Angriff, halte dafür die Dreieck-Taste gedrückt, okay? Und immer nach einem Level kannst du halt deine Fähigkeiten aufwerten. Da kann man halt also ich weiß vom 3. Teil, da gibt es einen ziemlich großen Fähigkeitenbaum dann tatsächlich. Wie das jetzt im 2. Teil ist, das weiß ich nicht. So, Einkauf ist fertig. Das ist gut. Das ist ganz, ganz gut, dass nach jedem Level automatisch die Frage kommt, da wir speichern. Ja? Dann kann ich es quasi schon fast nicht übersehen. So, das ist jetzt mehr oder weniger so unser Map. Ja? Interview, da haben sogar Filminterviews da. Das Making-of des Videospiels. Wow, lecker, das kann man uns vorher auch mal anschauen. Habt ihr da Bock drauf, dass wir uns das vielleicht irgendwann so nach dem Spiel nur ein wenig anschauen, wenn wir fertig haben? So als Bonus. Dann die ganzen Interviews von den ganzen Schauspielern auch mit drin. Das habe ich tatsächlich auch nicht mehr gewusst. So, wir fangen ein bisschen im ersten Teil an. Ja, warum sie das so gemacht haben, weiß ich nicht. Also ab dem 2. Teil geht es eigentlich erst da in Fangorn an. Ja, also wir haben jetzt Amon Hen ist das Ende vom 1. Teil. Balins Grab ist auch der 1. Teil, brauchen wir auch nicht reden. Und Tore von Moria ist auch der 1. Teil. Ja. Ich darf jetzt einfach vorschlagen, wir spielen jetzt Tore von Moria. Schauen wir mal, wie lange wir da brauchen. Wenn das jetzt auf 2-3 Minuten gegessen ist, dann spielen wir nur ein 2. Level. Und wenn das länger dauert, weil wie gesagt, das ist ein Prolog-Level, dann lassen wir es nach Moria halt gut sein. Okay? Oder zumindest von daher. So, wir können dann immer auswählen zwischen 3 Charakteren, zwischen Aragorn, Gimli und Legolas. Ich persönlich spiele lieber, ich weiß auch nicht, ich habe schon immer lieber mit dem Legolas gespielt, auch in Teil 3, was by the way der beste Herr der Ringe Teil jemals ist als Videospiel, auch als Film offensichtlich, aber Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs als Spiel ist schon wahnsinnig gut gewesen. Und ich glaube, dass ich jetzt damit Vorlieb nehme, dass ich einfach mit Legolas spiele. Ich weiß auch nicht, ich finde Legolas einfach irgendwie cooler. Ich glaube aber, da bin ich nicht allein mit der Meinung. Nun, Gandalf, du versuchst sie über den Caradhras zu führen. Und wenn das fehlschlägt, welchen Weg wählt ihr dann? Moria. Legolas AK, bin definitiv der Schönste hier. Der Feind weiß nun, dass wir hier sind. Wir warten hier, bis der Weg frei ist. Ich laufe voraus und suche einen Weg. So. Jetzt schauen wir mal, was kann der Legolas sagen? Okay. Passt. Okay, Kameraführung kannst du in dem Spiel nicht selber machen, zumindest nicht in dem Level, weil wenn du mit dem rechten Analogstick, dann hauen wir quasi auch zu. Okay, ja, nice. Hier sind Orks. Viele Orks. Macht nix, die zipft mal um. Hallo? Kannst du... Ja, das wollte ich gerade sagen. Oleg, du hast doch kein Treffer-Feedback mit. Jetzt halt. Okay, ich hab einfach nur drüber gehauen, lul.
Okay, du hast ein bisschen eine komische Hitzone hast du, aber ansonsten... Ja, okay, ich muss mich auch erst ein wenig einfuchsen. Ah, jetzt halt. Okay. Ah, Pfeile, ja. Warte mal, wie ist... Ah, da ist der Pfeilbogen gegangen, okay. Dann wird man schießen können? Ah, so nicht. Ah, okay. Kann man mit 3, gut mit X. Okay, passt. Wenn du mit Zeit hast, such mal die geheimen Tagebücher von Herr der Ringe. Viel Spaß. Was die geheimen Tagebücher von Herr der Ringe? Schnell! Hier entlang! Boom, Headshot. Man kennt ihn. Elende Mordor-Brut! Ah, man kann auch schnell schießen. Okay, ja gut. Okay. Ja, muss ich mir erst wieder einwuchsen. Kathi, was meinst du mit Tagebücher von Herr der Ringe? Wir könnten durch die Minen Morias gehen. Mein Vetter Balin würde uns einen königlichen Empfang bereiten. Die Drecksau, die duckt sich so blöd weg, gell? Dass du mit einem normalen Angriff nicht triffst. Das haben ein paar Leute damals mit dem Hype geschrieben und da kommt auch der Spruch vom Legolas her. Ist recht witzig, was sie die Charaktere so nebenbei denken. Okay. Ah, der Gimli, der fetzt einfach alle auf einmal weg, okay. Hey, du haust mit dem Legolas echt drüber. Ja, okay, das ist komisch. Okay, du kannst da nicht mit einem normalen Angriff angreifen. Okay. Aber wir machen die Daumen uns leichter, wenn wir auf die hier rennen, oder? Okay. Bei Legolas denke ich vor allem an Taking the Hobbits to Isengard. I'm a simple man, I see me man. Ja, das stimmt, die Szene ist ein Meme geworden. Hey, Block, ist das... Treffe ich die wahrscheinlich nicht, weil die einfach alles wegblocken, oder? Ja, wahrscheinlich. Nein, ich triff die doch nicht. Das ist... Okay. Entweder liegt es am Legolas selber, dass der vielleicht so komische Hitzone hat. Okay. Von da haben wir keinen, okay.
Jetzt ist jemand, da fällt was runter, okay? Aha. Gibt es da aber dere? Ah, die hat jetzt mal mit X getroffen, okay? Leg das einfach einen Hauch Vagina, leg mich am Arsch. Okay. Oh, da ist ein Heiltrank, nice. Oh, da ist nochmal ein Heiltrank, nochmal nice. Oh, da jetzt der Wächter schon daherkommen. Ein Auto einem regelt da. Okay, nice. Jetzt hab ich mal gezielt drauf geschaut. Du kriegst beim normalen Angriff, also den da jetzt, ne? Du hast eigentlich kein Trefferfeedback nicht. Also ich triff den Gegner, ich spiele und seh's aber nicht. Ne? Ich habe jetzt nur mehr auf die Leisten da unten links geachtet, wo er den Balken nach oben treibt. Da sehst du das, wenn du einen Gegner triffst. Also das fühlt sich so oben, wenn der Gegner einfach permanent deine Angriffe pariert, aber er geht eigentlich tatsächlich durch. Oh, jetzt wird spannend. Au. Kann man den parieren? Kann man tatsächlich, okay. Muss man... Ach so, aha, man muss da... Oh. Ah, da schießt du bei nur Arme hin, okay. Ja, okay, nice. Versteh die Frage schon. War das der Cthulhu-Set? Ich möchte jetzt nicht irgendwas behaupten, aber ich glaube, dass er schon sehr da angelehnt ist. F. Aber die kann doch eigentlich auch da im Wasser stehen bleiben, oder? Zupfte. Okay. Au. Ah, der ist nix. Weißt du? Musst du nur schauen, wenn er auftaucht? Ja, der muss mit seinen Rüssel raus. Die Türen von Durin, des Herrn von Moria. Moria.
Okay, jetzt tatsächlich Korb. Ja, jetzt ist es 5 Sekunden. Freund, und tritt ein. Melon. Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Leute, spielen wir noch ein Level. Bewertung gut. Ja, es ist halt, also wenn das jetzt, glaube ich, 1 Stunde oder 2 spielen darf, dann kann man das schon richtig ein. Wie gesagt, ich muss halt jetzt die ganzen Sachen erst ein wenig, so die Mechaniken von dem Spiel, wie gesagt, das ist halt ewig her. Aber jetzt zumindest schauen wir die Erkenntnis, dass das Treffer-Feedback in dem Spiel wohl nicht ganz so gut ist. Aber okay, das ist jetzt einmal gar kein Angriff nicht. So, jetzt passt's auf. Macht Celeborns Gesundheit Langbogen aus Bruchteil. Die Aschepfeile sind effektiver als der Langbogen aus Düsterwald. Ja, das hört sich am gut an. Was haben wir da? Elrons Sturmangriff. Ja, das brauchen wir nicht. Elrons Zorn. Was haben wir denn jetzt? Ja, schau her, da können wir uns so 2 Paar Schuhe leisten. Sehr gut. Nehmen wir. Speichern nehmen wir natürlich auch, damit wir es ja auch nicht übersehen. Gut, spielen wir noch ein Level. Ja, man könnte jetzt natürlich hergehen und sagen, man spielt jedes Level mit jedem Charakter. Ja, also das kann man natürlich machen. So, wir haben jetzt weiter mit Balins Grab. Spielen wir auch wieder mit Legolas. Hier sollten wir weit mehr finden als das Grab Balins, des Herrn von Moria. Wir haben das Tor versperrt, Trommel. In der Tiefe. Wir können nicht hinaus. Sie kommen. Ja, ja. Ja, schau hier, ich schau jetzt ein wenig. Oh, leck mir, was da will mich so. Einfach gleich mal einen Eingang hingestellt, damit auch nichts passiert. Einfach mal Fähigkeiten spammen. Oh, perfekt, Modus. Okay, der richtig gewusen da. So, tu mir deinen Schädel weg da, Zipfelklatscher. Geht doch. Aber die Filmmusik einfach so gut.
Okay, schon wieder perfekt. What the fuck? Muss ich da irgendwo bestimmt Store? Ah, okay, also. Ah, stimmt, da kommt ja der Höhlenroll. Ja, gut, ein Ball in sein Grab ist hin. Oh, leck, der macht viel Schaden. Gut, der haut aber auch bekanntermaßen seine Gefährten über den Haufen. Zurück, elende Kreaturen! Okay. Scheint so kaputt. Walek, der Troll wird zum Kratos. Nicht gut. Zupfte! Walek. Ach, da kommen wir. Ach so. Ja, der Troll kapiert es irgendwie nicht, dass ich auf der anderen Seite stehe. Okay, he's dead. Ja, okay. Troll tot. Ja, jetzt ist mir schon deutlich besser von dahin gegangen. Ja, und ein paar perfekte Kills haben wir auch gehabt. Ja, die geben mir natürlich am meisten Erfahrung. Der macht aber einen Haufen Damage, back by the way. Ja. So, jetzt haben wir Level 3. Achso, das bringt uns jetzt aber nichts, weil... Achso, okay. Ein verheerender Angriff halte wieder für die 3. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mit. Das wird schon passen. Und Sturz, schnelle Attacke. Wie haben wir denn noch? 11.000. Ja, dann kann man uns jetzt theoretisch die 2... Oder... Na, wir gehen für Gesundheit, da war es aber direkt aus. Wenn wir gleich mal mehr Gesundheit haben, schaut der mir überhaupt nicht. So. Gut, perfekt. Nice. Ja, das Spiel ist halt deutlichst schneller als wir das Spiel vorher, ne? Das, glaube ich, habt ihr mittlerweile erkannt. Wenn du jetzt mir sagst, haben wir schon 2 Level gespielt, ein Level dauert ungefähr 10 Minuten. Gibt's dann Fangorn, Ebenen von Rohan, Westerness, Schlucht von Rohan, Helms Klamm. Gibt's dann 3 Level Klammwall und ich glaube Innenhof der Hornburg, da glaube ich, bin ich dabei gescheitert. Das letzte Level im Endeffekt. Müssen wir schauen. Aber ich glaube, da an der Stelle, da haben wir aber dann schnell durch, oder? Ja, das geht recht schnell. Wie gesagt, ich glaube, dass man für die 2 Türme und für Rückkehr des Königs maximal 3 Streams insgesamt brauchen. Also wenn wir jetzt den Heiligen Weg rennen, dann brauchen wir maximal 3 Streams. Also die 2 Türme werden wir wahrscheinlich bei dem nächsten größeren Stream, also wenn ich Mittwoch die 2 Türme spiele, kann es durchaus sein, dass wir auf 3 Stunden fertig haben. Und Rückkehr des Königs haben vielleicht 1,5 Streams.
Vielleicht. Ja, ich kann es nicht mehr genau einschätzen. Rückkehr des Königs, da haben die Level ein wenig größer. Könnten auch 2 oder 2,5 sein. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Die Level in die 2 Türme sind relativ kurz. Aber in Rückkehr des Königs sind die Level dafür ein wenig größer. Und da hast quasi dann auch 3 Handlungsstränge, das erklären kann, wenn es dann soweit ist. So, ich bin wieder da, WB-Verb. Du kommst zum Schluss. Aber Freunde der Sonne, ich darf vorschlagen, wir machen da für heute Schluss. Wir heben uns das Spiel noch ein ganz kleines bisschen auf. Wir werden ohnehin beim nächsten Mal fertig werden. Tipp jetzt mal. Außer die Level werden dann ab dem zweiten Teil länger. Das weiß ich aber tatsächlich nicht mehr. Ich hab, wie gesagt, die 2 Türme 1 oder 2 Mal als Kind gespielt, weil nachdem der 3. Teil gekommen ist, waren alle anderen Teile mehr oder weniger irrelevant. Also für mich. Gut. Dann machen wir da Schluss für heute. Ich glaube, das passt ja. Na? Haben wir den ersten Teil beendet, haben wir mit dem zweiten Teil angefangen. Besser hätte es ja eigentlich nicht laufen können. Ich habe auf alle Fälle Bock auf Herr der Ringe. Ja? Und wie gesagt, die Teil 2 und Teil 3 haben halt ganz anders als der erste Teil. Aber das, glaube ich, brauche ich jetzt nicht mehr erklären, das habt ihr bereits selber gesehen. Schönen Sonntag und danke dir, Kathi. Wünsche dir, beziehungsweise euch auch. Schön, dass du warst. Ist auf jeden Fall nice, ja. Also es sind schon coole Spiele gewesen damals. Wie gesagt, ich finde es einfach schon, dass heutzutage so viel Lizenzmist und so viel Bürokratie-Scheiß dahinter steckt und man sich eine Spiele einfach nicht mehr machen kann. Ja? Also ich hätte schon stark gefeiert. Oder ich darf schon stark feiern, wenn sie so ein Spiel richtig remastern daten oder remaken daten, besser gesagt. Aber gut, das wird wahrscheinlich Wunschtraum bleiben, weil das wird in der Realität nicht passieren. Wie gesagt, aus Lizenzgründen muss ich ja irgendwo nachvollziehen können, aber ja, dann genießen wir einfach die Zeit, wo wir mit den Spielen haben auf Twitch. Wie gesagt, ich habe es angesprochen, ich werde jetzt die WOT dann gleich downloaden, werde es dann zuschneiden. Muss ich auch mit Assassin's Creed abgesehen davon auch noch machen, dass ich dann die WOTs auf YouTube lohnen kann. Wie gesagt, ob ich den zweiten Part jetzt, also den zweiten Teil mit die 2 Türme hochladen kann, das wird sich ausstellen. Da sage ich aber rechtzeitig Bescheid. Oder was heißt, ich sage es entweder es kommt auf YouTube oder es kommt halt nicht. Beziehungsweise ich sage es dann morgen im Stream. In Lego Star Wars geht's auch, warum soll es da nicht auch gehen? Wir haben in Lego Star Wars Filmsequenzen drin, vom Original. Ist das so? Beziehungsweise ich kann da mal schnell was schauen, jetzt passt's auf, das können wir jetzt eigentlich recht schnell rausfinden. Gibt's bei YouTube, da muss ich jetzt gerade mal schnell auf meinen Kanal gehen, gibt's da das Spiel als Kategorie. Jetzt direkt einmal schauen. Moment, haben wir jetzt gleich. Wenn ich Spiel in einer Kategorie backeln kann, dann kann's gehen. Wird das. Sollen wir schnell auslöschen? Es gibt sogar als Kategorie der Herr der Ringe die 2 Türme. Also kann's Glück kommen und es geht. Dann könnte es eventuell gehen. Ich will es aber jetzt nicht fix ins Feierling. Das müssen wir uns dann tatsächlich anschauen. Achso, nein, das da nicht, aber die Handlungen und die Musik sind 1:1. Musik scheiche mich nicht. Die scheiche mich eher um Filmsequenzen. Wobei halt, ich hab damals recht frühzeitig, wo ich angefangen habe zum Streamen, habe ich mal die eine oder andere Musik aus Herr der Ringe im Stream, also quasi so, wie wenn ich jetzt ein Startscreen gehe oder so wie es halt jetzt hört, habe ich halt Herr der Ringe Musik laufen lassen und das ist von Twitch auch sofort geklemmt worden. Also ich fürchte fast, dass bei Herr der Ringe nicht nur die Filmsequenz das Problem sein werden, sondern auch die Musik. Da es aber jetzt bei YouTube eine eigene Spielekategorie von die 2 Türme gibt, dann kann es natürlich sein, dass sie das dann nicht beißt. Ja? Dass dann halt YouTube sagt, hey, das ist Herr der Ringe, die 2 Türme, da kommen in dem Spiel Film- und Musiksequenzen vor. Okay, haben wir fein damit, passt. Ja? Müssen wir anschauen. Ja? Ich schreibe es auf Discord, ob der Upload geht oder nicht. Ja? Abgesehen davon. So.
Freunde der Sonne, ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Heute waren wieder unfassbar viele Leute da. Es freut mich, dass Bank Herr der Ringe so gut ankommt. Auch wenn es seinen eigenen Charme hat, auch wenn es ein wenig aus der Zeit ist, aber zum Oberkämmer, zum gemütlich Zuschauen und zum gemütlich Zocken ist das super, ist das eine super Sache. Komm gern noch auf meinen Discord-Server, wenn du noch nicht drauf bist. Eben, wie schon gesagt, da kündige ich an, wann ich stream. Wird morgen wahrscheinlich wieder der Fall sein. Kannst dich außerdem mit mir unterhalten, kannst dich mit alle anderen Leuten drauf unterhalten. Ein paar Geschubs, die haben wir da schon drauf. Komm gern dazu, sei Teil der Community, werd Teil der Basis, darf mich freuen, kostet natürlich nichts. Als kostenlose Einerfolgen kostet, wie der Name schon sagt, natürlich auch nichts. Wir haben jetzt 260 Follower auf die Schnelle geworden, oder was heißt auf die Schnelle? Von 250 auf 260 ist verdammt schnell gegangen. Mehr Geschubste, mehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt schaue ich mir schnell, wer live ist. GSC Hubst. Genau so. Ich find's gut, muss ja nicht obererst nice sein. Ja, eben. Ab und zu kann man mal so eine Retro-Reise machen. So, schauen wir mal. Ich glaube, gehen wir zum Delay, ja. Red Schwede der Fight, ja. Ich hab's gerade Zinni-Kunden mal reden, die haben wir schon lange nicht mehr und die spielt Zelda. Mondkatz, ja stimmt, Mondkatz gegangen auch live. Die ist ja eine richtige Retro-Streamerin, tatsächlich. Wie lange macht denn der Delay noch? Der Fight oder war auch da, ja stimmt. Den haben wir aber vor kurzem auch erst geredet. Ist erst 20 Stunden live. Achso, der macht quasi. Achso, der quasi erst angefangen. Ja, gut, okay. Ja. Ja, gehen wir zum Chris. Wenn er schon so stark reinhasselt und über 20 Stunden live ist, dann geben wir ihm ein wenig an Support. Oder was hältst du da davor? Ist das okay? Wäre das okay? Da hat mir nicht gefallen. Ich darf auch fast meinen. Ja, okay. Gehen wir zum Chris. Ja? Support man ein wenig, wegen man ein wenig auf, Basigang. Ja? Raid Command ist im Chat. Bitte kopieren für Subs und Non-Subs jeweils eigen. Kopiert eigentlich das, was braucht. Fügt es beim Delay ein. Schickt mir noch ein wenig ein Durchhaltevermögen, dass er noch 30 Stunden live sein kann. Ja. Wer die Lane kennt, Daumen da lassen. Ein bayerischer Streamer, der in Österreich lebt. Ich glaube, eine bessere Kombi gibt's quasi nicht. Ein sehr sympathischer Kerl, spielt Dead by Daylight. Vielleicht könntest du da mitsagen, wer es hat. Mit Sicherheit. Wie gesagt, Support ist kein Mord. Gerne aufs Däumchen drücken, wer ihn nicht kennt. In dem Sinn, ein Streamplan stelle ich später noch ins Discord. Weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig genau. Geht's einmal von Montag und Mittwoch aus. Morgen wird man, wenn ich morgen live komme, spielen wir in Assassin's Creed weiter. Hoffe ich. Glaube ich. Wie gesagt, ich sage Ihnen dann Bescheid. In dem Sinn, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dasein, danke für den Support. Ihr wisst wie es ist. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesund, bleibt flauschig, bis sehr wahrscheinlich morgen. Viel Spaß beim Chris, haut euch eine, habe die, ich bin für heute raus. Pfiat euch und bis die Tage, Stunden, Wochen, Minuten, wie auch immer. Schleicht euch!